So, da wären wir wieder. Nach einer etwas längeren Pause leider. Aber ich habe in letzter Zeit recht viel zu tun gehabt. Auch abschlussprüfungsmässig. Aber jetzt machen wir da wieder zack zack weiter. Und schaue doch einmal, was sich da hinten versteckt. Und da hinten haben wir also ein Fass für Tiny Kong. Gehen wir doch da mal rein. Mal schauen, das ist also offensichtlich eine Rennstrecke. Und dann gehen wir gleich weiter schauen. Ein Minigame. Schicker Flitzer Tiny, komm wir fahren um den großen Preis der goldenen Banane. Willst du gewinnen, musst du nach 2 Runden führen und 10 Münzen gesammelt haben. Drücke Z, um zu beschleunigen. Gebrauche den Analogstick, um die Bahn zu wechseln. Mit A kannst du tricksen. Los geht's. Ah, habe ich nicht gewusst, was Z ist. Das ist Tricksen. Aha, das ist also Turbo geben. So wie es aussieht. Ah nein, das ist wieder etwas Schiessen? Ja, ich check's nicht. Auf jeden Fall awesome Car Racing. Wobei das Münzen sammeln nicht so einfach ist. Jawohl, das ist also wirklich eine Rakete, die wir hier in seinen Arsch schiessen. So, jetzt hätten wir die Münzen zumindest schon mal. Jetzt muss ich einfach nur probieren, vor dem Typ ins Ziel zu kommen. Was wahrscheinlich nicht ganz so einfach wird sein. Aber wir probieren es jetzt mal. Oh, aber es sieht gar nicht so schlecht aus. Würde ich jetzt mal meinen. Jawohl. Sehr gut. Gar nicht mal so extrem schwierig gewesen. Nein, welche Schande, von einem Affen geschlagen zu werden. Ja schon. Wenn du niemandem auf der Rennstrecke davon erzählst, gebe ich dir diesen Preis. Merci Johnny. Und so, damit haben wir die 27. Banane. Also, dann gehen wir mal wieder zurück. Weil da vorne hat es ja so einen Hebel, der vom Donkey kann bedient werden. Und darum holen wir uns jetzt schnell den Donkey. So, Dali. Also ich habe es schnell vorhin geschaut, das Game ist zu 12% abgeschlossen, aber das ist ja auch kein 100% Run, also wird es schon noch ein paar Episoden brauchen. Aber offensichtlich freut ihr euch darüber. Und merci vielmal auch immer für das positive Feedback, das ihr mir gebt. Wirklich super Sache. Und jetzt gehen wir mal mit dem Donkey schauen, was wir da hinten für einen Hebel haben. Was der genau bewirkt, aber zuerst holen wir uns schnell die 3 Münzen da. Okay, jetzt muss ich schnell schauen, wie das funktioniert. Ja, mit, okay. Schauen wir doch mal. Aha, das bewirkt offensichtlich etwas da außen. Aha. Also Gitter aufgegangen, wo gratis Sachen drin sind für die anderen Kongs. Nicht schlecht. Also, wenn ich das gesehen habe, brauchen wir sicher mal den Junkie.
Wie der Glied das so schön geschrieben hat. Jetzt bin ich mir gar nicht sicher, ob das ein weisse Haar hat. Ja, ja. Du. So. Gehen wir mal zuerst in die Duellarena da. Und holen uns, wenn möglich, wieder so eine Krone, wo ich immer noch nicht weiss, für was die gut sind. Oh, MLG Bitches. Alles abschlagen, jawohl. Geile Sache. Also aufpassen muss man vor allem von den grossen Siechen. Ja, die können dann doch ziemlich weit von der Map schießen. Ich ihn aber auch offensichtlich. So, Dali. 10 Sekunden. Und der ist auch schon down. Wunderbar. 3, 2, 1. Und dann hätten wir doch die nächste Krone im Petto. Wie gesagt, was sie nützt, keine Ahnung. Das werden wir dann vermutlich schon herausfinden. Das erste Mal holen wir uns jetzt die Münzen da. Und dann haben wir da die Gitarre vom Didi. Also holen wir uns den Didi, ausser wenn es da gerade noch irgendetwas für ihn hat. Grad. Nein, das da drin ist ebenfalls Diddy Kong. Ups. Dann das da oben. Ziehen wir uns doch auch noch schnell rein. Ja, das wäre irgend so ein Angriff, den er machen kann. Weiss ich aber gar nicht wie. Müssen wir wahrscheinlich noch lernen. So, Dali. Also, Diddy Kong. Übrigens, falls ihr es noch nicht gemerkt habt, wenn ihr das auch wollt, Nintendo 64 Game auf dem PC, in der Beschreibung findet ihr die Links. Sowohl zum Emulator als auch zu einer Seite mit Games. Ist sicher sehr etwas Lustiges. Wenn ihr da ja gesehen habt, gibt es ganz andere Games. Das, was immer sehr amüsant ist, ist Super Smash Bros. Wenn es mit ein paar Kollegen gamen wollen. Aber jetzt machen wir zuerst mal schnell ein kleines Rockkonzert hier. Und dann das nächste unglaublich schwierig aussehende Rätsel da im Hintergrund lösen. 3, 1, 2, 4. Was ich eigentlich nicht machen wollte, ist jetzt das. Aber da oben jetzt ein Ballon. MLG Aiming. Ah komm. Pat. Jawohl, einer. Und der zweite ist ein bisschen schneller unterwegs. Holy shit. Wolltest du mich verarschen, Mann? Jetzt. Wunderbar. Also da gibt es offensichtlich 3 verschiedene Türen. Machen wir mal die geradeaus auf. Das wäre 3, 1, 2, 4. 3, 1, 2 und Tülü. 4. Die Tür geht zu, das heisst nie etwas Gutes. Also du siehst, bist mir ein bisschen... Aha. Der sehe ich ziemlich schnell unterwegs. Jawohl, Headshot. So muss es sein. Offensichtlich also nicht ganz richtig durch. Probieren wir 1, 3, 4, 2. Und wahrscheinlich wird jetzt wiederum das Gleiche passieren. Nein. Aber etwas Ähnliches. Oh! Johnny. Boom, Headshot. Also, und dann die müssen wir wahrscheinlich so abfetzen. Einmal Zwetschgen und...
Zweimal Zwetschgen. Voilà. Sehr gut. Also ich sehe, also dann noch einen anderen Ballon offensichtlich. He? Dem ist tatsächlich so. Und eine neue Bananenmedaille. In dem Fall jetzt die letzte Tür. 4, 2, 3, 1. Quattro, due. Und ich habe es sehr gut gemerkt, darum muss ich nochmal schauen. 3 e 1. Wow, Skill. Und auch da. Wiederum Gegner, die rauskommen. Falscher Knopf. Ah, wir haben das tatsächlich unendlich orange in dieser Zeit. Gerade einen fetten Doppelkill angelegt. Und die nächste goldene Banane. Die wir doch dankend annehmen. Nummer 28. So, mit dem armen Junkie haben wir offensichtlich noch keine. Ja? Also das Rätsel haben wir gemacht. Da sind wir hergekommen. Da innen ist auch alles fertig. Ja gut, das sieht relativ gut aus. Dann würde ich sagen, schauen wir noch schnell mit dem Junkie noch einmal, ob wir da schon alle Fähigkeiten haben. Ich schaue, etwas fehlt mir eigentlich schon noch. Wobei, nein, eigentlich können wir gerade den Bossgegner anschauen. Bananen haben wir ja eh genug. 200 Stück. Dann haben wir sicher mit dem Didi 75. Mit dem Donkey werden wir wahrscheinlich auch recht viel haben. Jetzt ziehen wir uns das mal rein. Ups. Mit der Tiny haben wir 33. Und wir füttern dort Johnny. Ich weiss gar nicht mehr, wie viele Bananen man braucht für den letzten Boss. Kann mich gar nicht erinnern. Aber bis jetzt war ja das das geringste Problem, genug Bananen aufzutreiben. Der Lenky hat 40. Der ist vom Design her mein Lieblingsaffe. Nur schon aufgrund von den langen Armen. Und auch sonst sieht lustig aus, das Viech. Und der Didi 75 Bananen zum Abgeben. Und die restlichen sollten wir dann mit dem Donkey Kong noch anbringen, hoffentlich. So, da fehlen noch 37. Also ab ins Fass und der Donkey für einen, der 60 Bananen in petto hat. Und das lange tatsächlich. Sehr gut, hätten wir die Bosstüren offen und dann schauen wir doch, für wer das der Boss bestimmt ist. Für Tiny Kong. Also dann würde ich sagen, da wir da nicht lange rumgefetteln, gehen wir mit ihr rein. Und schaue mal, was uns da erwartet. Okay. An diesen Bossfight kann ich mich nur erinnern. Und zwar wird es jetzt da gerade einen lustigen Sieg empfangen. Oder ein Psycho, wenn man will.
Und zwar ist das... ein psychopathischer Check in the Box. Oh. Fail. Also ich weiß nicht mehr genau, wie man ihn besiegt. Ich glaube, der Sinn von der Sache besteht irgendwie da drin, dass wenn er seinen Angriff macht, dass man auf einem andersfarbigen Feld steht als er. Weil man sonst geschockt wird. Oh. Jetzt hat er mich da gerade verwünscht. Ah nein, da hinten jetzt ein Schalter. Ja. Dann geben wir uns mal dort hin. Und er steht auf einem weißen Feld. Ja. Also müssen wir wahrscheinlich den weißen Schalter drücken. Mich ja irgendwo Sinn. Und tatsächlich, es ist so. Oh, schon wieder runtergeht. Das ist glaube gar nicht so schlimm, wenn man da runtergeht, merke ich. Oh, schon wieder runtergeht, Gottfried Sturz. Ja, da wirst du wieder raufgeholt. Finde ich eigentlich noch fair, soweit. So, man muss halt immer probieren, dass man nicht verdrückt wird von dem Viech. Was allerdings nicht allzu schwierig ist. Jetzt ist er auf dem blauen Feld, das heisst, wir müssen hier hindern. Wow. Jetzt hat er mich überschönt ist. Also wenn man runtergeht, dann ist es offensichtlich einfach so, dass man dann die Chance verpasst, jetzt um den Schalter zu drücken. Naja. Bin ich wieder auf sein Feld geflogen, super Kolosso. Also, wir probieren es nochmal. Also jetzt steht er da auf dem Weissen. Probieren wir dort durchzukommen, ohne dass er uns gerade abknallt. Nein, 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 nein. Okay, und Batz. Sehr gut, also der zweite Super Laser Master Hit. Und wie immer, bei so Sachen, im dritten Mal wird der Gegner ein bisschen schneller und ein bisschen stärker und bla bla. Nichts, was nicht zu erwarten gewesen wäre. Nein. Ah, Mann, Mann, Mann. Es ist nur schwierig, ihn im Auge zu behalten. Also die Kamera tut zwar schon ein bisschen ein Stück weit automatisch fokussieren auf ihn. Aber kommt man doch einfach da durch. Also er steht auf dem blauen Feld. Und wir sind wieder runtergefallen. Mal schauen, was passiert, wenn man einfach campt. Sehr intelligenter Move wieder. Komm schon. Jetzt weiss ich also, warum ich mich an den Boss erinnere.
Dann bleib doch mal stehen. Was er jetzt auch gemacht hat. Und zwar ist natürlich das blaue Feld auf der anderen Seite von der Map. Oh, oh, Kamera. Ist hier runtergefallen wegen dem. Ach komm, und boom. So, das sollte es jetzt eigentlich gewesen sein. Offensichtlich nicht. Aha, jetzt kann er also in jede beliebige Richtung kumpen. Also sprich auch dort an, wo er hergekommen ist. Ja komm. Sehr gut. Blauer Schalter, wo bist du? Oh ja. Wow, wow, wow. Komm, komm. Nein. Oh. Hat... Ah, fick dich doch. Spasti, Mann. Also wieder hin und her gümpeln. Ist auch lustig, wie das hier immer im Grafikglitchen ist. Also jetzt, wo ist es? Ah, natürlich wieder auf der anderen Seite. Ja genau, geht es noch ein bisschen unfair möglicherweise. Also ich muss in dem Fall beim Umlaufen beachten, dass ich dann wirklich nachher möglichst kurz nur auf der Plättchen bin. Also wenn möglich so von Ecke zu Ecke. Merci Kamera für das. Zwischendings. Von Ecke zu Ecke wumpen. Und wenn er endlich wird aufhören rumzugumpen, das weiss ich auch nicht. Das ist offensichtlich jetzt der Fall, den ich zu ihm. Ah, komm jetzt, Johnny, mach. Nein, willst du? Oh gut, gerade wollen sagen, Mann. Also jetzt dürfte es aber echt schon tot sein, hä? Oder auch nicht. Ah, jetzt ist er also unsichtbar, sehr freundlich. Wobei es ist recht einfach zu erkennen, wo er durchgeht. Oder eben auch nicht. Das sichert aber viel Leben. Nein. Ja, lach noch Behinderter. Ja, wow.